Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen mit man IKCNCI und dem Moi. Herzlich willkommen für den ersten Minette Mashup von diesem Jahr. Ich stelle mich vielleicht einfach am Anfang ganz kurz vor. Mein Name ist Jan, ich bin responsabel für Kommunikation bei der Minette UNESCO Biosphäre und ich überhole am Anfang so ein bisschen die Part, den Tanner an denen ersten 7 Episoden gespielt wird, an denen Serena an der 8. Episode gespielt wird. Sonst ändert sich aber nicht allzu viel an unserem Minette Mashup. Wir reisen 4 Runden durch Minette UNESCO Biosphäre, machen Stationen ein bisschen überall und dafür ist ja sogar die rote vor dem, dass wir all Episode an engem von denen 11 Schitten Minette Trail werden abholen. Darüber war noch ein bisschen mehr. Und hat sich natürlich nicht um den Partner geändert, IKCNCI, und moi, an Jenny und Marike sind noch heim. Moin. Hallo Jan. Sie froh, dass der Weg zurückgefunden an den Minette Mashup und dass wir aber ein ganz neue Saison starten können. Der sie doch bereit, gell? Ja, natürlich. Okay, aber dann können wir am Anfang durchführen. Wir müssten vielleicht schon noch über die Sache schwätzen. Das ist nicht jetzt, dass wir das ganze Jahr am Minette Trail sind, wir sind noch das ganze Jahr an den sozialen Medien zu finden. Ja, es gibt Novellen. Wir haben noch eine extra Seite für unseren Podcast. Also auf Instagram von der Isolo mit Minette Mashup den Podcast. Also, das heißt, geht da all gucken, der fand uns relativ sehr an Follow uns. Ja, wenn ich geliebt. Einfach ein kleiner Follow und dann verpasst doch nicht vom Minette Mashup an den nächsten Monat. An Marike, der Minette Mashup wäre nicht der Minette Mashup, wenn wir keine Vita hätten. Das stimmt, an dem Switching nach Deutsch. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Tina Lange. Hallo, grüß dich. Hi. Hallo. Wie geht es dir denn? Mir geht's gerade sehr gut. Mhm. Tina, du bist Projektleiterin des Spektrums hier in Rümmelingen. Das ist eine neue Institution, die so für ESCH 2022 geschaffen wurde, die sich aber jetzt fest hier in Rümmelingen etablieren soll. Richtig, sie wurde im Rahmen von ESCH 22 geschaffen und ist ein permanenter Ort, der jetzt in Rümmelingen sich etablieren wird und für alle offen stehen wird und Kreativität und Experimente und gemeinsame Teilhabe fördern soll. Welche Rolle spielst du denn in diesem Spektrum? Meine Aufgabe ist es, nicht nur das Programm zu gestalten, was in Richtung Kultur und Partizipation und Gemeinschaft geht, sondern natürlich auch das Haus mit Leben zu füllen und Aktivitäten zu fördern, die nicht nur für Rümmelinger da sind, sondern auch für ganz Minette, ganz Luxemburg und eigentlich auch die ganze Welt. Okay, also Think Big, Act Local ist so ein bisschen das Konzept. Und du kommst ja auch aus einer Großstadt in die kleinste Stadt Luxemburgs. Du bist ja eigentlich... Kleinste, Jan? Ja, flächenmäßig ist Rümmelingen die kleinste Gemeinde der Minette UNESCO Biosphäre und hat auch die wenigsten Einwohner aller 11 Gemeinden, die mit dabei sind. Aber ursprünglich bist du aus Berlin. Wie funktioniert so ein Weg? Ja, wie kommt eine Berlinerin nach Rümmelingen? Ich wurde gerufen. Ich wurde wirklich wortwörtlich angerufen und gefragt, ob ich denn Lust habe, dieses Projekt zu übernehmen und mit Leben zu füllen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft bekommt man die Möglichkeit, ein komplettes neues Kulturzentrum von Null aufzubauen? Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und dadurch, dass ich bisher in meinem Berufsleben auch schon viel mit unterschiedlichen Generationen und Bildungsstand und Herkunft und so weiter gearbeitet habe, habe ich das als eine besondere Herausforderung gesehen, zu sagen, mal schauen, was hier geht. Du hast aber, glaube ich, trotzdem so beim Aufbauen einer Kulturinstitution ein bisschen Erfahrung, die du mitbringst. Grüntaler 9 in Berlin ist auch so ein Space für kreative Künste, für Performance Art, den es seit 2011 gibt und du warst da eigentlich auch von Anfang an involviert. Absolut. Ich habe diesen Raum zusammen mit einem Performance-Künstler gegründet 2011 und da war auch die Idee, ja, wir machen das mal für ein Jahr, jetzt sind es mittlerweile 12 und genau, diesen Raum, der hauptsächlich für Performance-Kunst da ist, habe ich etabliert und den gibt es auch immer noch. Und das war eine absolut wichtige Erfahrung und Übung. Und da habe ich zum Beispiel auch den Schwerpunkt auf Nachbarschaft und gemeinsames Miteinander entwickeln gelegt. Das ist auch was hier ganz wichtig werden wird.
Absolut. Da wollten wir dich nämlich auch fragen, ob das schon irgendwie hier, hast du schon gemerkt, dass die Leute interessiert sind, die Nachbarn mal fragen, was los ist oder ja, wie entwickelt sich das so in der Nachbarschaft? Es gibt auf jeden Fall eine große Neugier, nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch in der ganzen Stadt. Momentan haben wir ja das Pop-up in der ehemaligen Sparkasse direkt an der Gemeinde. Und da versuchen wir so ein bisschen auch schon auf so einer Art Ausprobierebene das anzubieten, was dann auch später jetzt hoffentlich sehr bald im neuen Spektrum-Gebäude passieren soll. Und da hatten wir guten Zulauf. Wir hatten zum Beispiel eine Veranstaltung mit dem Rümmelinger Fotoclub, wo man ausprobieren konnte, Fotos machen oder auch Porträts, wie funktioniert das eigentlich und so. Dann haben wir gleich eine ganze Fotoreihe mit dem Fotoclub gemacht, mit RümmelingerInnen, die man kennt oder vielleicht auch nicht kennt. Und da haben wir festgestellt, dass in Rümmelingen echt wahnsinnig talentierte Menschen sind. Zum Beispiel Jill Crovisier lebt hier, die Tänzerin und Choreografin. Die ist Rümmelingerin und die lebt auch noch hier. Und als ich sie getroffen habe, haben wir gesagt, wir müssen was zusammen machen. Das ist doch total spannend. Oder auch Lynn Tyson, die Fotografin, ist Rümmelingerin. Oder wir haben hier ganz talentierte MusikerInnen auch, wie Ptolemea zum Beispiel oder Sascha Hanlett von Mutiny on the Bounty. Alles Rümmelinger. Kleine Info, Lynn Tyson hatten wir auch schon im Podcast in der ersten Season. Findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen, falls ihr das nochmal hören wollt. Ja, genau. Also ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören. Nur mal zurück, also jetzt die kreativen Rümmelinger hast du ja dann so teilweise schon entdeckt, vielleicht noch nicht alle, aber die anderen werden sicher irgendwann auch noch den Weg ins Hermeshaus finden. Das ist die Location, die die Gemeinde euch zur Verfügung stellt. Ein Haus mit sehr viel Geschichte und mit, ja, auch einem Weg ins 21. Jahrhundert, der mittlerweile gegangen wird. Absolut. Die Idee, also der Ursprung der Idee liegt wirklich daran, dass die Gemeinde das Hermeshaus gekauft hat, um nicht nur das kulturelle Erbe des Bildhauers und Künstlers Albert Hermes zu bewahren und zu schätzen, zu zeigen, zu teilen. Die Idee ist aber kein Museum, also kein Ort, wo man reingeht, konsumiert, sich etwas anschaut und wieder rausgeht, sondern ein Ort der Begegnung. Und dann ging es eben weiter, die Überlegung war, einen Anbau zu schaffen, der eben ins 21. Jahrhundert die Brücke schlägt. Und dafür wurde dann das Architekturbüro 2001 ins Boot geholt und auch Enjoy für die Innenarchitektur. Und mit denen wurde dann gemeinsam ein neues Konzept entwickelt. Das Ganze wurde begleitet auch von Impact Lab, einer Art Konzeptionsbüro, die sich dann damit beschäftigt haben, was kann man in diesem Haus machen. Und alle die zusammen haben dann einen wunderbaren Ort geschaffen, der jetzt auch erst vor kurzem große Eröffnung gefeiert hat, was sehr gut funktioniert hat. Wir hatten an einem Wochenende über 1000 BesucherInnen, haben uns wahnsinnig gefreut, dass so viele Menschen den Weg nach Rümmelingen gefunden haben. Ihrer Aussage nach auch zum ersten Mal. Und wir hoffen, dass das weiter so geht. Und genau, die Idee ist eben zwischen kulturellem Erbe und der Zukunft. Also wie könnte man in Zukunft miteinander kreativ sein, Kultur nicht nur erschaffen, sondern auch gemeinsam erleben. Diese Brücke soll Spektrum schlagen und deswegen heißt es auch Spektrum und nicht nur Hermeshaus. Das heißt, da geht es dann auch Richtung neue Technologien, die in die Kunst mit einfließen, ja müssen eigentlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sie müssen es nicht, aber die Möglichkeit gibt es, mit neuen Medien zu arbeiten, die genauso gehandhabt werden wie die Medien oder die Materialien, die man vielleicht sonst aus der Kunst kennt. Genauso kann man auch mit neuen Medien, mit Technologien arbeiten. Und die Kreativität bleibt die gleiche. Aber wir haben eine Besonderheit in dem Falle bei Spektrum. Wir haben ein sehr, sehr gutes Equipment an 360-Grad-Projektoren, VR-Brillen, PVCR-Stations. Das sind alles so Momente, mit denen man eben zum Beispiel Virtual Reality entdecken kann. Und PVCR? PVCR-Stationen, das sind die
wo man nicht nur diese VR-Brille aufhat, sondern auch noch 2 sogenannte Quests in der Hand hat. Das sind diese Steuerelemente, wo man dann zum Beispiel Computerspiele spielen kann. Oder wo man quasi virtuell durch den Raum fliegen kann. Richtig, wo man virtuell durch den Raum fliegen kann wie Superman, wo man aber auch Spiele spielen kann wie Quiz, wo man dann zum Beispiel durch Räume läuft und wie so eine Art Escape Room zum Beispiel dann Fragen beantworten muss oder sich irgendwo herausbuddeln muss und so weiter. Also so ein bisschen aktiver, als einfach nur da zu sitzen mit der VR-Brille und sich etwas anzuschauen. Was ich ganz toll finde am Spektrum, wir haben vorhin eine schöne Rundleitung bekommen von Tina, sind wirklich die Räumlichkeiten, dass es abgesehen von den ganzen neuen Technologiemöglichkeiten auch einfach die hohen Wände, das Licht, so viele verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten für verschiedene Performances gibt. Also ich finde, dass die Balance da gut erschaffen ist, dass man von dem alten Haus in die neuen Räumlichkeiten kommt. Und auch schon dieser Switch von alt auf neu. Und ich denke, das ist auch ein bisschen, was ihr in der Kunst auch machen möchtet. Von den den ursprünglichen Methoden auch neue Sachen mit reinzuziehen. Und ich denke, das kommt da ganz gut raus, wenn man es sich anschaut. Absolut. Alle Formen von Materialien können für die Kunst oder für Kreativität verwendet werden. Und die Idee ist ja auch, verschiedene Formen der Immersion zur Verfügung zu stellen. Und das kann technologisch sein, das kann aber auch einfach eine Form von Atmosphäre sein, die man kreiert. Und dafür spielen die Räumlichkeiten natürlich eine sehr große Rolle, weil nur durch einen bestimmten Raum, durch ein bestimmtes Licht können bestimmte Möglichkeiten oder auch Orte geschaffen werden, an denen sich Menschen begegnen können, kreativ sein können oder halt auch einfach nur gemeinsam Zeit verbringen, ein Buch lesen oder sich austauschen, gemeinsam kochen oder backen, ein Puzzle machen oder verschiedene andere Formen. Wir haben das auch versucht bei der Eröffnung, so die Bandbreite an verschiedenen Aktivitäten und Events darzustellen, einen kleinen Einblick zu geben. Das heißt, es wird nicht nur Hochkultur oder künstlerisches Schaffen sein, es soll auch eine Begegnungsstätte werden für Rümmelinger, für Minneter, für Leute aus der ganzen Großregion. Absolut. Das ist die Grundidee des Hauses. Das soll offen sein für alle. Und das Credo ist wirklich ausprobieren. Zusammenkommen, ausprobieren. Es geht nicht um die Endprodukte im Vorfeld, sondern es geht um das gemeinsame Experimentieren und sich in etwas hineintauchen. Also Immersion bedeutet ja nichts anderes, als sich auf verschiedenen Ebenen intensivst mit etwas zu beschäftigen und auf etwas einzulassen. Und das ist grundsätzlich die Idee des Hauses. Da gibt es ja auch eine riesen Hemmschwelle, die man irgendwie brechen muss. Es gibt eine Küche, man kann in diesem Haus übernachten. Wie gehst du da vor, um diese Hemmschwelle zu brechen? Weil ich kann mir vorstellen, dass für ganz viele Leute, auch für Zuhörer jetzt, es immer noch ganz abstrakt wirkt. Was kann man denn in diesem Spektrum, what is the point? So muss es denn immer einen Point geben, Genau. Wie ich schon eben erwähnt hatte, die Offenheit des Hauses muss eine bestimmte Form der Einladung sein. Und diese Einladung versuchen wir so niedrigschwellig wie möglich zu machen, damit die Leute überhaupt erstmal den Mut haben, hineinzukommen. Das heißt, es wird nicht hauptsächlich nicht nur den Fokus auf Technik geben oder auf neue Technologien, sondern eben auf Begegnung. Das heißt, man kann einfach mal vorbeikommen und sich das Haus anschauen und muss jetzt gar nicht unbedingt an etwas teilnehmen. Gleichzeitig verfolgen wir aber das Konzept, oder wir sind der Meinung, dass sobald man das Haus betritt, ist man eigentlich schon dabei. Das heißt, sobald man reinkommt und sich mit dem Erbe von Harmes beschäftigt, indem man das Haus anschaut oder indem man bei den Ateliers schaut, was da gerade passiert, oder in der Küche mitkocht oder einfach nur zuschaut und sich unterhält, sich in den Garten setzt mit einer Zeitung und einem Stück Kuchen, dann ist man bereits Teil der Aktion. Du hast das Atelier von Harmes angesprochen. Ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal reden. Genau. Aber Harmes war ja einer der bedeutendsten Bildhauer Luxemburgs des 20. Jahrhunderts und er hat sein Leben lang hier in Rümmelingen gearbeitet, in dem Haus, was neben seinem Elternhaus stand, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und da hatte er sein Atelier
ein Atelier, was eigentlich noch genauso existiert wie am letzten Arbeitstag von AB Hermes. Absolut, das ist das Herzstück des ganzen Hauses mit einer ganz, ganz besonderen Atmosphäre. Und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb die Gemeinde dieses Haus gekauft hat. Also das war das Wohnhaus von Albert Hermes und eben die Elternhäuser, die auch alle unter Denkmalschutz stehen. Also es sind wirklich mit die ältesten Häuser auch von ganz Rümmelingen und einem ganz besonderen Zustand auch. Und ich war leider nicht dabei, aber mir wurde von mehreren Personen erzählt, wie besonders es war, als sie das erste Mal in dieses Atelier hineingekommen sind, weil es wirkte wirklich so, als ob Albert Hermes nur mal eben kurz eine Zigarette rauchen gegangen ist, als ob er jeden Moment wiederkommt. Es lag alles genauso, wie er das hinterlassen hatte, mit einer kleinen Staubschicht darüber. Aber es ist wahnsinnig gut erhalten, was auch wirklich ein kleines Wunder ist. Also es hätte ja auch alles wirklich verrottet sein können oder verfallen. Es hängt auch noch ein Kalender von 1989 an der Wand, also von dem Jahr, in dem er verstorben ist. Und diese Ansammlung an Objekten soll ja auch Inspiration für den kreativen Geist des Hauses sein. Und die kann man halt durch das ist jetzt so entwickelt worden durch 4 verschiedene Dioramen, das bedeutet Glasscheiben, in die man hineinschauen kann, um ein Kunstwerk zu sehen. Und durch diese 4 verschiedenen Glaszugänge, die entwickelt wurden, kann man jetzt verschiedene Perspektiven und Zugänge zu diesem Haus, zu diesem Atelier bekommen. Und dann wird es auch noch Interaktionen geben, mit denen man dann das Atelier aktivieren kann. Was da genau passiert, erzähle ich jetzt nicht, dafür muss man kommen. Okay. Stichwort Haus. Wir sind auch in einem Haus, was relativ neu noch hier in Rümmelingen ist, obschon es eigentlich auch schon eigentlich alt ist. Eine sehr alte Bausubstanz hat. Ja. Aber trotzdem, also hier ist die Geräuschkulisse, wie sie aktuell noch im Hermeshaus ist. Über den Punkt sind wir im Gonnerhaus weg. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Simple View. Das ist der Betreiber der Kabaisischer des Minets Trails, der uns das ganze Jahr über einmal pro Monat eines der Kabaisischer zur Verfügung stellen wird, um unseren Podcast aufzunehmen. Das Gonnerhaus war die erste Herberge, die fertig war, die eröffnet wurde, die man buchen konnte. Drum starten wir eben auch in diesem Monat hier. Beschreib uns vielleicht mal ein bisschen hier die Location, wo wir heute sind. Und vielleicht auch den Weg hierher. Es gibt einen kleinen Weg, der führt am Musée des Mines vorbei und auch an der Brasserie des Mines, wo man essen kann. Und man kann das Haus, man kann es nicht sehen vom Spektrum, aber fast. Man kann es sich vorstellen. Es sind keine 5 Minuten zu Fuß. Nein, genau. Es sind sehr wenig. Und was mir an diesem Haus, in dem wir jetzt hier sitzen, in diesem Gonnerhaus besonders gut gefällt, ist, dass das komplette Innenleben aus Holz besteht. Also wir sitzen hier praktisch in einem kleinen Holzhütte, würde ich mal sagen. Also eigentlich passend zu Wanderwegen und Übernachtungen, wie man das vielleicht aus Österreich oder aus der Schweiz kennt. Und was aber natürlich das Besondere hier ist, dass es hier auch Kunstwerke gibt, die man bestaunen kann. Genau. Und zwar wurde die komplette Türfront von den Zimmern, in denen man übernachten kann, von Künstlern gestaltet. Und man kann auch außen an der Fassade kleine Kunstwerke entdecken, wenn man ganz genau hinschaut. Ja, und halt dann auch der Blick auf die alten Steine. Jenny, hast du da noch Info über was das Gonnerhaus dann davor Was das davor war? Das war eigentlich das alte Büro vom Grubenbesitzer von Rümmelange. Und der hatte dann halt hier sein Büro. Also das war wirklich sein Hauptsitz. Ja, genau. Also er hat die Grube gegründet und hier hatte er eigentlich sein Büro, wo er die ganze Verwaltung dann von hier aus geregelt hat. Aber was man momentan sehen kann auch, ist der Skatepark. Ja, genau. Da blickt man genau drauf. Genau, man schaut genau auf den Skatepark. Das heißt, wenn man mit Kindern herkommt, kann man den auch gut nutzen. Ja. Und was man auch sehen kann, was ich ganz toll finde, ist, man sieht die Wegweiser des Mini-Trails direkt von der Tür aus. Ja. Also wo man in welche Richtung jetzt weiter wandern kann. Und man hat die Gleise vor sich, mit der man dann in einem kleinen Waggon
in das Minenmuseum einfährt. Das heißt, wenn man dann hier sitzt, sieht man sozusagen diejenigen, die in die Mine einfahren, in das Minenmuseum einfahren, vorbeifahren. Liegt ja eigentlich auf halber Strecke, das Minenmuseum, zwischen dem Gonnerhaus, wo wir jetzt sind, und dem Hermeshaus, wo Spektrum zu finden ist. Also man kann die 3 Sachen super miteinander kombinieren, wenn man mal nach Rümmelingen kommt. Ja, alles in einem kleinen Dreieck zusammengefasst. Also sozusagen. Die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Kultur und Vergangenheit wird hier sehr gut thematisiert. Did you know? Wusstet ihr denn, dass die an den Außenwänden von diesem Gonnerhaus haben lokale Künstler Hohlräume also Vogelhäuser aus Ton für Wandervögel geschafft? Das finden wir natürlich sehr, sehr cool. Ja, das sieht man auch. Also ja, somit haben die Vögel dann ein vorübergehendes Zuhause auch. Genau. Und man sieht es ja von außen, aber man kommt nicht gleich auf die Idee, dass das Vogelhäuser sind. Ja, wo wir ja hier so mitten im Süden Luxemburgs sind, wollte ich dich mal fragen, gibt es irgendwie einen Ort oder irgendwie eine Situation oder was du weißt aus der Vergangenheit vielleicht von der Region, was dich irgendwie besonders geprägt hat jetzt bei deiner Arbeit hier oder jetzt irgendwie was Aktuelles, was aus der Vergangenheit, aber irgendwas, wo du sagst, das hat mich besonders geprägt, weil das habe ich nirgendwo anders irgendwie so gesehen. Ja, also was ich besonders spannend finde, ich komme ursprünglich auch aus einer sehr, sehr alten Bergstadt in Deutschland und für mich war es eher das Heimatgefühl oder die Verbindung, an die mich das erinnert hat. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie hier das Erbe von Bergarbeitern oder Minen oder auch die Kultur und die Schwerstarbeit, also ich meine, Luxemburg ist ja durch die Minen überhaupt das geworden, was es heute ist. Genau. Und die Region, aus der ich komme, also das Erzgebirge in Deutschland, hat genauso eine Tradition. Also zum Beispiel auch die Berguniform oder eben halt auch die Tradition mit den Schutzheiligen der Bergleute oder eben halt auch zu sagen, ja, das ist das, wodurch diese Stadt oder dieser Ort, diese Region überhaupt geworden sind. Ne? Nur durch die Ansiedlung der Menschen, die in den Minen gearbeitet haben, sind überhaupt die Region entstanden. Das heißt, diese Verbindung, diese Kultur, dieses Erbe oder auch diese Entstehungsgeschichte kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich eben damit groß geworden bin, weil das in meiner Heimatstadt genauso ist. Was ich besonders spannend finde, ist ehrlich gesagt auch so das Gedenken an den Menschen, die für die Rechte der Bergarbeiter sich eingesetzt haben. Also die ersten Geschichten, die ich gehört habe, als ich hier angekommen bin, war zum Beispiel von dem Herrn Bausch, der ja als Gewerkschaftler hier sich eingesetzt hat für die Rechte und die Sicherheit auch von Bergleuten. Da gab es ja wahnsinnig viele Unfälle und auch sehr viele junge Menschen, die umgekommen sind. Genau, ja. Und er hat sich dafür eingesetzt, ist ja dann selbst auch umgekommen in der Mine. Und diese Form der Geschichten finde ich besonders spannend, weil man da auch merkt, es gehört eben wirklich auch durch den ganz persönlichen Einsatz und Leidenschaft dazu, um Dinge wirklich ändern zu können. Und das geht ja auch nur zusammen, würde ich sagen. Ich meine, Es geht nur zusammen, aber es geht auch nur, wenn bestimmte Menschen die Leidenschaft und die Initiative und auch den Mut haben, etwas anderes zu machen. Ja. Also wenn Leute einfach mitarbeiten und mitarbeiten wollen. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei der nächsten Rubrik unseres Podcasts. You gotta work. Also, erbechtsfroh von Marike. Es sind ja bestimmt sehr viele Unterschiede aufgefallen bei deiner Arbeit hier in Luxemburg im Kulturbereich. Wie ist es denn im Vergleich zu Berlin? Hast du da ein paar Einblicke? Es ist ja sicherlich nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, die größten Unterschiede ist eine diversere Form an die Herangehensweise von Arbeitsmethoden. Also ich bin es zum Beispiel eher gewöhnt, mit weniger Hierarchien zu arbeiten oder in gewissen Bereichen vielleicht auch ein bisschen weniger Administration. Kommt aber ein bisschen auch darauf an. Also ich habe auch in Berlin für Bibliotheken gearbeitet, da ist genauso viel Administration erfordert. Genau, also
Ich glaube, der größte Unterschied ist so ein bisschen die Herangehensweise und den Mut an neue Formen der Zusammenkunft oder vielleicht auch neue Formen, etwas umzusetzen. Also das habe ich das Gefühl, das braucht ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Ausprobierphase und ein bisschen Mut auch zu schauen, okay, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, etwas umzusetzen oder andere Herangehensweisen. Und das möchte ich gerne nach und nach mit Menschen, die Lust darauf haben, ausprobieren. Und dann können wir das sozusagen als wie so eine Art Vorbildfunktion dann einfach mal zeigen, dass das auch geht oder dass das auch eine Möglichkeit ist. Und dann hoffe ich, dass da nach und nach mehr Leute mitmachen. Ansonsten ist es natürlich auch eine gewisse Diversität in der Kultur. Also was ich zum Beispiel ganz toll finde in Luxemburg, ist natürlich der Reichtum an Sprachen. Das ist wahnsinnig ein riesiger Reichtum, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und damit kann man noch viel mehr machen, als bisher gemacht wurde. Und gleichzeitig aber halt auch der Reichtum an Kulturen. Und diese Kulturen sind alle gleichberechtigt im Spektrum willkommen. Und wir wollen gerne gemeinsam diese Kulturen auch feiern und gegenseitig uns austauschen. Du hast mir jetzt einen Reichtum eigentlich ein bisschen vergessen, war wahrscheinlich keine Absicht. Rümmelingen liegt ja in dem Talkessel, in dem relativ engen Talkessel und ist im wahrsten Sinne des Wortes eingekesselt von Naturschutzgebieten, von Kernzonen des einzigen luxemburgischen Biosphärenreservats. Inwiefern kann auch die Natur eine Rolle in dem immersiven Konzept von Spektrum spielen oder wird die Natur eine Rolle da spielen können? Sie wird eine Rolle spielen. Es gibt bereits ein ganz konkretes Projekt, das Arboretum in Rümmelingen wieder aufleben zu lassen. Und das wird auch im Zusammenhang mit KünstlerInnen passieren, die wir vom Spektrum einladen werden. Und die dann gemeinsam zum Beispiel mit Virtual Reality, also mit verschiedenen technischen Methoden, mit Schulklassen oder auch Jugendlichen zusammenarbeiten werden und versuchen werden, ein gewisses Bewusstsein auch für den Reichtum dieses Biosphärenreservats oder der Natur oder des Reichtums der Tierwelt nochmal bewusster werden zu lassen, indem man sich zum Beispiel damit beschäftigt, welche Pflanzen- und Tierarten gibt es nicht mehr? Welche sind schon weg? Und die kann man dann zum Beispiel durch Virtual Reality wieder aufleben lassen und durch 3D-Scans oder durch andere Sachen teilen. Ansonsten ist natürlich auch wichtig, dass der Mini-Trail oder auch das Biosphärenreservat dazu gedacht ist, dass Leute hier übernachten zum Beispiel und das Ganze dann in Ruhe kennenlernen, vielleicht sogar auch durch individuelle Führungen von Rümmelingen. Die man dann sich vielleicht im Spektrum abholen kann, wenn man den Rümmelingern da begegnet. Zum Beispiel, genau. Du bist seit Mai letzten Jahres hier im Süden Luxemburgs. Das heißt, du hast eigentlich auch in den Naturschutzgebieten, zumindest in einem der Naturschutzgebiete auf der Leifreschen, schon das ESH 2022 Projekt Landscapes miterlebt. Gibt es da Ideen, dass irgendwie in irgendeiner Form zusammen mit, das war ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Rümmelingen und Keil, das eventuell weiter bestehen zu lassen, da dran anzuknüpfen? Ich würde mich sehr darüber freuen, weil mir hat das Landscape-Projekt sehr gut gefallen. Auch die Gemeinschaftsarbeiten von KünstlerInnen, die da sehr hart daran gearbeitet haben, das umzusetzen. Das war nicht einfach. Ich würde mir das sehr wünschen. Momentan gibt es dafür noch keine konkreten Ideen, aber mit den Künstlerinnen zusammen wollen wir das gerne fortsetzen und schauen, wie das mit den Gemeinden umsetzbar ist. Vor allem auch, weil natürlich Kunst und Kultur und Natur zusammengehören. Die sind gar nicht voneinander trennbar. Jenny, wir haben noch eine weitere Rubrik. Also eigentlich haben wir noch 2 Rubriken, bevor wir hier durch sind und bevor wir dich entlassen können, Tina. Tina Lange, die künstlerische Leiterin des Spektrums, unser Gast im Podcast heute. Jetzt testen wir Tinas Wissen. Jetzt wird's ernst. Also all unser Wissen, oder? Ich will auch mitmachen. Ja, jeder kann mitmachen. It's Quiz Time! Also, es ist Quiz-Time. Das heißt, jedem Gast stellen wir 2 bis 3 Fragen
zur Location, zu dem Ort, wo wir sind. Und manchmal geht das auch in die Geschichte rein oder in den Naturbereich rein. Also Keine Angst, es gibt immer 3 Alternativen. es gibt immer 3 A, B und C. Also, also die erste Frage, wir sind ja im Gonnerhaus und wir hatten über den Besitzer gesprochen, Nicolas Gonner. Aber was war Nicolas Gonner noch neben, dass er Besitzer von einer Grube, also einem Gruben, wie nennt man das? Bergwerk, genau, Entschuldigung, in Rümlingen war. Was war er noch? A, Pferdezüchter, B, Bürgermeister von Keil oder Politiker im Parlament? What do you think, Tina? Pferdezüchter. Ich hätte jetzt Bierbrauer gesagt. Wie kommst du auf Bierbrauer? Weil ich mir wünschen würde, dass es in Rümmelingen eine Bierbrauerei gäbe. Hier gab es mal Chicorée-Kaffee. Hier in Rümmelingen. Hier gab es eine Fabrik, die Chicorée-Kaffee gemacht hat. Das fände ich genial, wenn es die noch gäbe. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel unser jetziger Bürgermeister eine Bierbrauerausbildung hat. Oh, Also, das ist interessant. Also Vielleicht für die nächste Bierbrauerei in Rümelange. könnte man den Weg der Brauerei gehen? Nee, also Pferdezüchter war er aber nicht. Pferdezüchter war er nicht. Er war Bürgermeister von Keil. Wow, das wusste ich nicht. Ja. Oh, übrigens, Ich glaube, das ist auch was man nicht wissen muss unbedingt. nein, also ehrlich gesagt weiß ich das auch erst seit kurzem, weil wir im neuen Museum Ferrum neben der Schungfabrik in Tétange ein paar Sachen von ihm gefunden haben. Also kommt ruhig ins neue Museum Ferrum. Genau, ein Abstecher nächstes Tétange. Wochenende. Und so geschichtlich, bis 1891 war Rümmelingen nur ein Ort der Gemeinde Keil. Ja, stimmt. Das wusste ich auch nicht. Rümmelingen ist eine der relativ jungen luxemburgischen Gemeinden. Klein, jung, Aber schön. aber schön. Ja. Und Sehr innovativ. schön. Und innovativ, genau. So, unsere zweite Frage. Wir befinden uns ja unweit des Nationalen Minenmuseums hier. Und man kann ja auch das Minenmuseum besuchen und in die Grube, also in den Stollen reinfahren. Wie tief liegt denn dieser Stollen? Sind das 200 Meter, 70 Meter oder 1000 Meter? Das ist bestimmt ziemlich tief. Aber tiefer als 200? Also wie tief man da einfahren kann oder wie tief im Sinne von... Nee, wie tief man reinfahren kann. Also die Besichtigungsebene. Ja, das ist auf jeden Fall 1000. Ich war selbst schon drin, es waren 2,5 Stunden. Ja. Ja, aber du hast bist nicht so nicht viel tief, Stein ja. über dir. Nee, so viel Stein ist nicht drüber, nur 70 Meter. Also doch die Tiefe, nicht Die wie Tiefe. weit man rein... Nee, Ich dachte, also die lang Länge. die Tunnel Ach so, sind. nee. Okay. Wie tief unter der Erde. Ah ja, okay. Ja, Okay. genau. Ja, das macht Sinn. für Tina. In Ich halben bin echt Punkt, schlecht, genau. ich blamier mich hier gerade total. Und unsere letzte Frage. Rümmelingen hat etwas ganz Besonderes zu bieten in der Nähe des Arboretums an Önselen, unweit des Stadtparks. Und was ist das genau? Das nennt sich Spektrum. Genau. Ja, das gibt schon mal einen extra 100 Punkte. Da steht auch eine Statue von Bausch, die von Hermes gemacht Genau, wurde. stimmt. Das war noch ein Fakt, den ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Ja, also, was liegt da? Was befindet sich da genau? A, die längste Abbruchkante eines Tagebaugebiets in Luxemburg oder B, die einzige Mine Luxemburgs, in der Gold gefördert wurde oder C, die einzige Kalktuffquelle der Minat-UNESCO-Biosphäre. B. Nein, leider auch nicht. Ich sollte nicht lachen. Ich dachte auch gerade über Gold nach. Über Gold, das wäre schön, ob wenn das es wirklich möglich etwas... ist. Wenn es eine Chicorées-Fabrik in Rümmelange gab. Und Gold. Hey, why not? Nee, es ist aber nur eine Kalktuffquelle. Die einzige hier im Süden, die einzige im Biosphärenreservat, weit weniger bekannt als die Kalktuffquellen des Müllertals zum Beispiel. Aber immerhin, es gibt eine hier und die ist im Arboretum. Und mal gucken, ob man im Laufe der Aufwertung dieses Arboretums vielleicht auch was für die Popularität dieser besonderen Quelle kann machen.
Was ist eine Kalktuffquelle? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Das sind Quellen, die durchs Kalkgestein fließen, bevor sie aus dem Boden austreten. Darum ist das Wasser sehr kalkhaltig. Normalerweise bilden sich sehr spezifische Moos- und Farnbiotope rundherum. Ja, hier kommt sie jetzt aus einer Abbruchkante, die noch keine 50 Jahre alt ist. Darum hat sich das Biotop vielleicht noch nicht so gebildet wie an anderen Plätzen. Aber es ist eine sehr interessante geologische Stelle. Müssen wir unbedingt mit den Künstlerinnen, die kommen, erforschen. Dann kommen wir noch zu einer etwas anderen Frage, unserer Quirky Question. Die weiß ich bestimmt. Quirky Question. Also, wenn du auf einer Insel gestrandet wärst, welche 3 wichtigen Gegenstände müsstest du dabei haben? Ein Buch, ein Feuerzeug und ein Flugzeug. Warum das Flugzeug? Du bist ja gestrandet. Damit ich da wieder wegkomme. Feuerzeug. Ja, damit man immer Feuer Welches machen Buch, kann. Tina? Oh ja. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Hast du ein Lieblingsbuch? Hast du so ein Buch, wo du sagst, das hat mich irgendwann mal richtig inspiriert? Oder auch irgendein literarisches Werk, wo du sagst, das kann ich immer und immer wieder lesen? Nein, ich habe kein Lieblingsbuch, weil ich lese einfach viel zu gern dafür, dass ich da nur ein Buch hätte. Ich bin ein ganz großer Fan von Science-Fiction-Literatur. Das heißt Ursula Le Guin zum Beispiel oder Stanislav Lem. Die kann ich sehr empfehlen, und zwar alle Bücher. Ich glaube, das reicht. Sonst rede ich jetzt eine Stunde noch weiter. Nee, komm, wir reden noch mal ein bisschen über Spektrum. Also ihr hattet Mitte November die große Eröffnung mit den 1000 Leuten, hattest du gesagt, die den Weg ins Spektrum gefunden habt. Im Moment noch ein bisschen Baustelle, das heißt aber nicht, dass ihr nicht auch schon am Arbeiten seid oder wäret. Es gibt schon ein konkretes Projekt, was jetzt zum 1. Januar begonnen hat. Absolut. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Auch mit Baulärm und ein bisschen Dreck. Das ist kein Problem. Das gehört zum kreativen Prozess dazu. Und als erstes Kunstwerk oder als erste Installation haben wir uns die Arbeit Minute Year ausgesucht von Kata Kovac und Tom O'Doherty, ein Künstlerpaar. Und diese Arbeit ist wahnsinnig spannend. Das ist eine Soundinstallation, die wirklich ein ganzes Jahr dauert und die jeden Tag 1 Minute Sound aufnimmt im Haus, also wie ein kleines Soundtagebuch und gleichzeitig aber die Minuten der letzten Tage wieder abspielt. Also es ist sozusagen wirklich wie so verschiedene Ebenen an Sounderlebnisse. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann auch einen kleinen Drucker, der das Spektrogramm, also die visuelle Darstellung dieser 1 Minute ausdruckt. Die kann man dann aufgehängt im Haus bestaunen, wenn man gerne möchte und auch schauen, wie diese Minute denn aussah. Und gleichzeitig kann man auch online, wenn man gerne möchte, auf der Website Minute Year diese Minuten sich anhören. Und wir haben natürlich auch ein kleines Programm geplant, und zwar wird es so kleine Interventionen geben, übers Jahr verteilt, zum Beispiel eine 1 Minute Konzert oder auch eine 1 Minute Performance oder auch 1 Minute Vogelstimmen imitieren oder auch 1 Minute ein Lieblingsbuch vorlesen. Unendlich viele Möglichkeiten und man kann gerne auch etwas vorschlagen, was man in dieser 1 Minute machen möchte. Sich dann einfach über die Website von Spektrum an dich wenden und du bist offen für jede 1-minütige Schandtat. Absolut. Es muss Sound sein. Sound, okay. Marika, hast du noch eine Frage? Ich bin nur am Nachdenken über die endlosen Möglichkeiten von diesem Haus. Ja. Also für mich ist es momentan absolut spannend, überhaupt demnächst im Haus anfangen zu können mit dem Programm. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf und das ist, im Grunde genommen geht's ja dann erst richtig los. Und aus meiner Erfahrung, weil Grüntaler 9 ist nicht das einzige Projekt, was ich initiiert habe, es gibt auch noch andere Veranstaltungsreihen zum Beispiel. Und meine Erfahrung ist, dass es schon so mindestens 1-2 Jahre braucht, bevor sich so ein Haus wirklich etabliert hat oder auch Veranstaltungsreihen und die Leute auch einen Bezug dazu aufgebaut haben mit Erinnerungen, mit Begegnungen oder auch vielleicht selber Dinge vorschlagen möchten, sich inspiriert fühlen von dem, was wir anbieten, aber dann halt selbst auch Dinge vorschlagen. Das heißt, also so schnell bist du nicht ab.
Ich würde sagen, so ein bisschen müsst ihr mich noch aushalten, ja. Sehr gerne. Wir freuen uns. Sehr angenehm, heute mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, unser Gast zu sein im Minute Mashup. Da sind wir dann noch quasi um Schluss schon angekommen von diesem Episode. Merci für die Nullausterin. Vielleicht just ein bisschen daran erinnern, Instagram? Ja, follow uns auf Instagram. @minutmashup. Oder Hashtag Minute Mashup, da fand er uns auch an den sozialen Medien an. Der fand die ganz detaillierten Outline, die ganz Shownotes mit allem drum und dran, mit allem über das wir geschwärzt haben, ein paar Fotos, an ein paar zusätzliche Details über das Hermeshaus Gonnerhaus, über Tina Lange, die künstlerische Direktrice vom Hermeshaus, auf minute-biosphere.com, also einfach auch da ein bisschen zu öffnen. Andere kleinen Anhaker du bei den Fotoen op Hashtag Minutmashup könnt auch von der Weekend an Minute UNESCO Biosphäre Triple geht als schön Foto posten. Gerne, die hören wir auch. Und natürlich Spektrum Rümelange. Oh, ja. Wir sind auch auf Instagram und spektrum.lu. Die Website kann man das komplette Eröffnungsprogramm nochmal durchschauen. Der Link steht selbstverständlich auch auf unserer Seite. Den haben wir dabei gesagt, für das ihr über alles informieren könnt, wer am Spektrum so lebt. Echten Episode, wir fertig. Rendezvous gehen wir dann an einem Mond. Genau, und da sind wir zu Monerisch. Ich weiß es nicht mehr. Zu Biergem, ja, an der Wickelhäuser. An den Wickelhäuser. Danke für die Einladung. Merci dir. Tschüss. Dass du dabei warst. Ciao. Adi. Ciao.